Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Es ist endlich wieder soweit. Es ist ein Monat um und ihr sitzt alle schon da und klappert mit den Fingern auf den Tischkanten oder am Lenkrad oder wo ihr gerade unterwegs seid, weil ihr euch denkt, wow Alex, yeah! Und nach diesem euphorischen Intro von mir, dem lieben Corby, erzähle ich nur, wer sonst halt noch dabei ist. Wir haben jetzt zum einen den allseits fröhlichen Kalle Kane. Hi Kane. Danke, dass die Moderation schon wieder gestohlen hast, du arrogante Sau. Ja, dafür bin ich bekannt. Ja, da haben wir es im Talkthrough schon festgestellt. Seppi ist auf 180. Und den ich noch viel lieber mag wie ein Kalle, da ist der Mike. Yeah. Hi Mike. Servus und Habitäre. Ist zwar Homos, lutscht euch durch die Eier dann. Voll gerne. Voll gerne. Voll gerne, oh Gott. Bei den Temperaturen, du bist ekelhaft. Muss ich an Maui zitieren von Vajana. Ja. Voll gerne. Fängst du das Singen an? Ist auch mal Eierlutschen gegangen bei Vajana, da sind wir irgendwie entgangen damals. Oh Gott. Oh. Heute ist das erste Poster zu Vajana 2, glaube ich, rausgekommen, gell? Den hab ich nicht gesehen. Ja, cool. Im November meine ich kommt. Muss gleich mal googeln. Das ist nicht viel, das mal vorne irgend so ein Gestell, das auch schon wieder zweimal und im Hintergrund, glaube ich, ist die Tante und shakt ihre Huftas. Zumindest hat es auf den ersten Blick so ausgeschaut. Denk mal. Ja, ist eigentlich eher langweilig, ne? Das ist ein Teaser-Poster. Ja, es ist ein Teaser-Poster, genau. Warum heißt es bei uns eigentlich Vajana, wenn das im Original Maona heißt? Maona kann kein Mensch aussprechen. Schon ist irgendwie strange. Ich hab das einmal gelesen, aber jetzt wollte ich gerade klugscheißen und mir gedacht, ich brauche jetzt gar nicht ansetzen, weil ich es vergessen habe. Okay. Jetzt hat eine Geschichte erfunden. Oh, du kannst dann gleich wieder so gescheite googeln dann und dann hast du wieder er. Ja, aber dann hätte man Reaktionen auf diese Folge hervorgerufen und das ist wichtig. Das Interaktion stimmt. ist wichtig. Egal wie, positiv oder negativ, egal. Schneid das nur mit zusammen, Corby. Der Mike erfindet jetzt eine Geschichte, warum das Vajana bei uns heißt. Okay, dann bitte, hier ist die Bühne. Oh Gott, soll ich mir das jetzt aus den Fingern sagen oder was? Du bist jetzt in der 200. Folge, wo du dabei bist oder so. Jetzt Kim, hau mal einen raus. Ja, weil die Parallele zu Dunkelhäutige und Mohrenköpfe, also Moana und Mohrenköpfe, war nicht cool. Deswegen haben sie Vajana, weil Vajana viel positiver ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Stimmt, das war das, ja. Oh Gott. Das ist mir jetzt eingefallen. Scheiße. Und war gut. Ja, super. Oh, leck. Ich hab Gänsehaut. Sehr schön. Gut. Ja, also nach diesem intellektuellen Guss, den wir hier gleich mal am Anfang hier legen, interessiert mich natürlich, was habt ihr denn an Warlegs und Balegs in diesem Monat gehabt? Und weil normalerweise immer ich anfange, darf halt Kane anfangen. Fix, das kann mich überraschen. Dem hat keiner gerechnet. Nein, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich bin jetzt gerade nur am Googlen gewesen, was ich überhaupt erzählen soll, weil ich überhaupt nichts dabei habe. Ja. Hast du überhaupt was? Nein, gar nichts. Jo, ich glaube, ich fange mit der Episode, dass wir uns wahrscheinlich alle drei teilen können. Das haben wir jetzt einfach gleich als erstes außer. Weil wir ja einen Screener zu Monolith gekriegt haben. Yes. Und da geht ein großes Danke natürlich an Bush Media Group raus, dass sie uns den Screener geschickt haben, aber ein großes, was soll die Scheiße? Warum? Aber eigentlich hauptsächlich nur wegen der deutschen Synchro. Nein, tut mir leid, der ganze Film ist für mich so eine Gurke vor dem Herrn gewesen. Jo, leider, da bin ich leider dabei. KI in einem Auto, Alter. Das ist die Zukunft. Ja, das mag der Mike von Haus aus nicht, Ja. seit dem Chucky-Remake, wisst ihr das ja? Richtig. KLUK-Autos mag er nicht. Nein, die haben gruselig. Und ich mag den Film nicht. Okay. Also wirklich, leck mich am Arsch. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Scheißdreck anschauen müssen. Das tut mir leid, dass ich es so deutlich sagen muss. Ich habe wirklich versucht, irgendwie was Gutes an dem Film rauszusuchen, aber abgesehen jetzt von der Synchro, von der mich noch gar nicht schmerzen, hat der Film null Spannung. Gar nichts. Was soll die ganze Kacke? Und vor allem der Schluss dann auch noch. Was soll denn das überhaupt? Null Spannung?
Ja, wann warst du da mal? Ja, das einzige Spannende war vielleicht, dass der Hund sie im Fuß beißt. Nein, also ich muss schon sagen, es hat Momente gegeben mit dem Burm, wenn du dann sagst, oh Gott, jetzt hat er das Handy, sie ist draußen, oh mein Gott, jetzt passiert's gleich. Also das ist sogar mir leicht schlecht worden, weil ich mir dann dachte, boah, also die Prämisse ist schon hart. Ja, die Prämisse, aber das ist ja nicht rumgesetzt. Das einzige Gute war für mich, als der scheiß Bur endlich einen Hitzeschlag gekriegt hat und seine dumme Fotzen gehalten hat. Sandra, Daddy, Sandra. Also, halt doch dein Maul. Der Bur war nicht halb so nervig wie sie. Nein, da ist mir ja mehr auf den Sack gegangen. Sie hat mit sich selber aber das lag auch an der Synchro von dem Kind, das hat auch so künstlich gewirkt. Also ja, das vielleicht hat im O-Ton jetzt nicht so genervt, aber mir hat halt auch die Synchrostimme von dem Kind zusätzlich nur so extrem genervt und dann nur die Synchrostimme von ihrer. War lecker. Nein. Grausam. Wer hat den Film angefragt von euch zwei? Das warst du, Corby, oder? Ja, hier. Hast du Sackschelle reserviert? Aber ich bin ja zufrieden und keiner hat gesagt, dass ihr euch den anschauen müsst. Niemand. Doch, du. Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast gesagt, ich hab mir jetzt halt einmal hervorgetan und habe einen Film als Screener organisiert und dann schaut sie nicht gefälligst alle an, hast du gesagt. Genauso wie du verboten hast, dass wir vor deinem Zelda-Stream was anderes machen. Ja, das habe ich ja gelesen, wie toll du das gefaked hast, mein Freund. Gefaked? Ich weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Ja, also jetzt redet man den Film nicht so extrem madig. Er ist schon, also wenn er so auf die Nacht um 11 Uhr läuft, irgendwo im Free TV, dann kann man sich den schon so nebenbei immer wieder ein bisschen... Ja, da darf es passen, weil der schlafe. Ja. Also ich fand die Prämisse mit dem Kind im Auto, das sie dann da selbst einsperrt, das ist schon übel. Und vor allem das Auto und so, das war alles nicht schlecht gemacht. Also das muss man dem Film auch zugute halten für das, dass der Film ja auch aus dem Jahr 2016 kommt. Mhm. Und ist eine Sky Cinema Produktion. Mhm. Macht nichts besser für mich. Oh, ich muss aber auch sagen, allein schon, da geht's schon los mit die Teens, die da eingeführt werden am Anfang. Für was haben die überhaupt braucht, dass die Blätter herrennen? Also, ich weiß auch nicht, für was waren die da? Die waren ja auch komplett für die Katz. Wieder gleich, der scheiß Mongo in der Tankstelle am Anfang wieder gleich hingeht und sich gleich, wer tut denn sowas? Kein Mensch tut sowas. Ja, aber sie hat aber auch überlegt, dass es mitgeht. Ja, aber als der hingeht, ich hab da sofort Rape-Vibes im Raum gespürt. Ja, total, aber sie hat spekuliert. Ich hab mir gedacht, du greid das an, so auf der Schulter. Und wenn mir ein Fremder angreift, dann sage ich, Entschuldigung, bitte nicht angreifen. Aber die hat dann so... Wenn es der Henry Cavill ist, dann sage ich, Ja, sie war da schon, also insgesamt, ihr Charakter war schon ein bisschen strange. Also die hat eigentlich genau gewusst, was sie jetzt eigentlich genau will, wie sie es ihr gerade schon sagt. Also mit dem war es mitgegangen. Andererseits misstraut sie ja ihrem Mann, Lover, ich weiß auch nicht so recht. Also, und vor allem, sie trägt dann diese Anschuldigungen in Richtung ihrer Freundin auch noch vor dem kleinen Bur aus. Die scheißt sie da nix. Ja, sie ist so, reißt jetzt zusammen mein Buch jetzt zu und dann, Dumme Schlampe! Ja. Mit wem vögelst du? Das Geile ist ja, sie raucht dann vom Fenster aus und der Bur im Auto. Das kann mir keiner erzählen, dass der Ohr ein bisschen Rauch hinter dir geht. Das will sie nicht so umstellen. Deswegen sage ich, das ist voll der Wichser gewesen, der Bur. So ein Scheißdreck. Kann man nicht mal mehr in Ruhe im Auto rauchen, oder was? Wenn das Kind drinnen sitzt. Der hat wahrscheinlich ja genau gewusst, was er tut, als er das Auto dann verschlossen hat. Und er hätte die ganze Zeit raus können. Ja. Wahrscheinlich, ja. Also, wahrscheinlich jetzt, weil sie weggegangen ist, hat er kurz die Tür aufgemacht. Hat am Handy gezockt. Ja, genau. Ja. Oder mit seinem komischen, was war das, Turtelspiel oder was das war, da umeinander gezockt. Ja. Und dann hat er rausgelangt, hat sich ein bisschen Letten ins Gesicht geschmiert, damit der Wild ausschaut, wenn es wiederkommt. Was glaubt ihr, wie alt der Bub war im Film? Was glaubt ihr? 4. Also mein Bub mit 3 bringt den Kurt selber auf. Also, der hat es gibt gesagt, ja verschiedene Entwicklungsstände bei Kindern. Papa, schau, was ich kann, und dann hat er sich abgekürzt. Sage ich, alter Schwede, das ist zwar cool, aber kacke. Tu das nicht bei 120 auf der Autobahn. Genau, weil ich mit dem Bus so schnell fahren kann. Warum hat die eigentlich dieses Bärenkostüm angezogen, wenn die in die Wüste fährt? Weil er das wollte. Und Kinder kriegen immer, was sie wollen. Ach so, okay. Genau, also ist er eigentlich selber schuld. Damit sie ja nicht verzogen werden, die Schreien die Dreckigen. Ja. Das ist wie das Bärenkostüm bei Super Mario, oder? Oder Waschbärkostüm. Ja, genau. Was war da eigentlich das für eine geile Idee mit dem Lagerfeuer vom Auto dann noch? Was das Kind noch ausgereichert hat. Das war gut. Da haben wir bei den Tosen geschissen und denkt, ja geil, jetzt hat er schon einen Hitzeschlag und jetzt möchtest du nur ausreichern da drin, oder was? Also für unsere Zuschauer, das sage ich jetzt mit Absicht, und zwar auf YouTube, ich mache mir bei Alex immer die Mühe und tue dann die Filmposter, die wir gerade besprechen, einblenden.
ich tue euch das Poster rein, das mich persönlich auch eher angesprochen hat, als das, wo sie dann das eine Werkzeug da schwingt. Und ja, also sagen wir mal, rein vom Poster her haben sie das schon sehr gut ausgeleuchtet mit ihrem Hinterteil. Das war allgemein im Film sehr gut immer ausgeleuchtet und in Szene. Ihr Hinterteil? Da kann man wirklich nichts schon sagen. Ja. Na? Die sind meistens im Auto gesessen, da habe ich nichts gesehen. Nach so einem Krampf. Die meiste Zeit war die außerhalb vom Auto. Ah ja, stimmt. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht verstanden. Ja, ich habe nur verstanden die ganze Zeit. Ja. Ich hab da mal wieder vom Handy in den Tee geschaut und vom Handy in den Tee geschaut und mir gedacht, kann ich jetzt schleudern dazu? Oder was höre ich da gerade? Was ist da los? Ich war wirklich peinlich berührt, wie sie da irgendwas gemacht hat. Egal was, ich war direkt peinlich berührt, weil es immer gestöhnt hat. Immer. Das haben sie bestimmt ganz oft drehen müssen. Und jetzt hat der Regisseur gesagt, mehr stöhnen, mehr stöhnen. Hallo, du bist in der Wüste und es ist heiß, stöhn mir. Ein bisschen lasziver, Kim jetzt. Magst du denn mal dein Oberteil ausziehen? Kim jetzt, du schwitzt doch wie der sauber Metzger. Auf geht's jetzt. Außer mit außer mit der linken Hand gibt's 0. Also, ich war ein guter Regisseur. Ich fand den jetzt, ehrlich gesagt, wirklich nicht so schlimm. Also, ich glaube, man kann was Cooleres daraus machen mit mehr Budget. Und vielleicht bessere Schauspieler. Bessere Ideen. Wo soll das Flugzeug? Dann macht's das Feuer. Alles, was sie macht, verläuft im Sand. Also es ist nichts, was irgendwie funktioniert. Dieses Rumhauen mit diesem Schraubenschlüssel, das vom Kani schon erwähnte grandiose Feuer anzünden. Dann das Beste, das allerbeste. Sie holt sie aus diesem Sumpf da, dieses Wasser. Und dann glaubt sie tatsächlich, weil es 2 Esslöffel Wasser auf das Auto kippt, dass es oberkühlt ist. Jetzt geht's dir besser, gell? Weil jetzt ist ziemlich kühl im Auto. Ich habe gedacht, wer schreibt das? Hör mir auf, du. Er war ja schon so schwach, dass er es nicht mehr antworten hat können. Der war so beruhigt, dass ich dachte, endlich. Ist die Futti, Alter. Das Beste ist aber echt das mit dem Auto dann über die Klippen oben. Jetzt nicht den Schluss verraten, Alter. Ja, das ist tut mir leid, aber es ist scheißegal bei dem Film. Nein. Weil Also ich war habe nicht scheißegal. ich sage einfach nur jeder, also wirklich schaut euch den Film an, weil ich glaube das Finale nicht, wie das Ganze, wie die Sache dann aufgelöst wird. Also da scheißt du in die Hosen. Erst Klippe oben, dann Klippe auf, da flippst du komplett aus. Brutal. Und wir über die Klippe auffilmen und so, fuck, riesige Steine, die habe ich nicht vorher schon gesehen, voll ausweichen und dagegen fahren und alter Schwede, das ist fast wie der Flug bei Star Wars durch Asteroidenfeld, wie die da aufschießt. Die Typen und Mädels von Fast and the Furious kannten das nicht besser. Oh, das Keine war Chance. doch was fürs Cover. Und für Diesel noch auf, obwohl er gar nicht mitspielt. Die Typen von Fast and the Furious kannten das nicht besser. Monolith. Oh, stark. Ja, okay. So, aber das war dein Warleck, oder? Das Beste, was er diesen Monat gesehen hat. Ja, das kann jetzt irgendwie ein Warleck sein, weil Warleck, ich kann es nicht fassen, oder Wardreck, sucht es euch aus, ich weiß nicht, ich sage auf alle Fälle trotzdem nochmal fettes Danke natürlich an Busch Media Group, dass sie uns den Film noch geschickt haben, aber mich kannst du damit leider nicht gewinnen. Ja, aber du hast ihn nicht angefragt. Das war ich. Ja, ich glaube, meine Intuition war da schon nicht so verkehrt. Das nächste Mal, wenn ich was anfrage, schaust du einfach nicht an. Nein, das nächste Mal, wenn du so fragst, fragst du mich, ob du was anfragen darfst. Boah, ich habe ja nicht deinen Namen verwendet. Ich habe meinen sogar hingeschrieben. Ja, das will ich ja hoffen, dass mein Name da nirgends auftaucht. Nein, das war, bin ich raus. Monolith bin ich raus. Aber bei der Letterboxd-Bewertung von Mike habe ich schon gemerkt, dass wir uns dieses Wort Dreck wahrscheinlich teilen werden. Darum haben wir gedacht, hau den gleich am Anfang aus. Sehr schön. Ja, gut. Mike, was hast denn du sonst noch so gesehen? Ich mach gleich mit dem nächsten Wort Dreck weiter, und zwar The Wrath of Becky. Becky 2. Ich weiß nicht, was ist der jetzt erst recht, oder wie ist der Beititel? Keine Ahnung. Was, echt? Ja, also die Fortsetzung von dem mit dem Kevin James, ja, genau. den Nazi. Echt? Da gibt's eine Fortsetzung. So gut war der. Also war ich fand den ersten cool, also ich war jetzt nicht der Oberburner, aber ich habe mir dann gedacht so, ja, der Kevin James als der böse Nazi und so, hat voll geil gezunden, war ein richtig cooler Bösewicht, und dann haben wir gedacht, was werden sie jetzt im zweiten Teil da aufziehen? Also der Fokus liegt mehr auf der Figur der Becky, man kriegt jetzt quasi mit, was macht sie, nachdem ihre Familie tot ist, sie hoppt quasi von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, reist dann wieder aus, lebt dann bei der alten Dame, mit der er sie anfreundet, und sie hat immer noch diesen Schlüssel, der am Ende von Becky 1 noch eine Rolle spielt. Wird jetzt in dem Film nicht wirklich mehr aufgegriffen, aber es ist dann wieder so, dass ein paar Typen
bei ihr auf den Sack gängen und dann diese ältere Dame sich entledigen und dann sind die Becky auf Rache. Nur von da weg, wenn du meinst, jetzt geht's dann los mit der Rache und sie munitioniert sie jetzt auf und hat Waffen und was weiß ich, und ist mir jetzt wirklich fette Waffen, dann zirkt der Film dermaßen die Handbremse um, präsentiert Bad Guys, die zahmer nicht sein könnten, also die können kein Loch in Schnee ein bisschen, wo dieser Kevin James und dieser andere Typ, der dabei war, der wo dann so, wo man noch so angedeutet sagt, dass er mit den Kindern noch ganz schlimme Sachen vorgehabt hat und so. Die waren richtig fiese Typen und Nazis und Bäs und Ding. Gerade die Typen da, das sind jetzt so diese Pride Boys, oder wie heißen die das Kapitol gestürmt haben? Proud Boys? Ja, sind schon diese Pride Boys. Ja, genau so, die sind jetzt solche Typen. Aber die sind alles solche Hosenbiesler, dass da Rauch davon geht. Diesmal ist der Oberbesi der Stifler. Jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt. Ja. Also der Stifler ist der Bese und das ist wow. Wow. Also, ich hab schon Leute mit einem Teddybär härter geschlagen. Ich sag's euch, wie der mit einem mit der flachen Hand. Den Typ, hast du mit einem Teddybär geschlagen? Schon mehr. Seine Kinder. Also wirklich Wahnsinn. Setzt das auf und dann steht er schon da mit dem Teddybär. Ja, und dann meinst du, jetzt kommen dann so coole Action-Szenen, jetzt separiert's dann die Typen ein wenig voneinander und mit der Machete, jetzt geht's auf den Typen hin und dann sagst du einfach nur allerweil so hinhauen und es passiert nie irgendwas. Dann liegt er da und ist auf einmal tot und das ist bloß noch alles sehr rot und so, wo ich sage, das ist alles, diese Action ist so seltsam inszeniert, so hölzern. Dann wird sie die ganze Zeit so in Großaufnahme präsentiert und cool Becky und zack. War ja auch cool, die Tante ist wirklich hübsch und die kann auch was. Gott, sie darf nicht. Also wirklich Handbremse hoch 8. Der Schluss ist mega lahm. Dann eben auch nochmal so ein offenes Ende, weil man ja noch wissen möchte, was mit dem Schlüssel ist und so. Also 3. Teil wird kommen, aber da darf man sich absolut was überlegen, weil der 2. Teil von Becky, der hat mich brutal enttäuscht. War nix. Ja, aber hat der dann so viel eingespielt, der erste, dass sich das gelohnt hat, dass man da eine Fortsetzung macht? Ach, ich weiß nicht, ich glaube, dass dieser 2. Teil jetzt so wenig gekostet hat, dass man sowas machen kann, weil ich wüsste nicht, was der groß am Budget verschlingen würde, weil der spielt wirklich nur in 2 Häuser und der Wengerl in einem Garten und es spielt im ganzen Film über, weiß ich nicht, Sim-Light mit und so, also den kann man schon günstig produzieren. Ja, und so großes Buffet wie im ersten Teil brauchen sie auch nicht mehr, nachdem der Kevin James immer dabei ist. Ja, genau. Zwickel 20 wird er gekostet haben. Sparst da schon ein bisschen was. Ja. Der Beititel ist wirklich She's Back. Ja. Aber der deutsche Beititel ist She's Back. Der Originaltitel ist ja The Wrath of Becky. Knock, knock, knock. Becky is back. Knock, knock, knock. Jetzt erst Tatsache, The Wrath of Becky, ja. Das ist um einiges besser wie Becky 2, She's Back. Alter! She's back. She's backing back. She's a back. Na, keine Empfehlung. Also wirklich, wie gesagt, den ersten Teil, dem habe ich noch was abgewinnen können, hat auch seine Längen gehabt und Ding, aber der 2., der ist wirklich ganz schwach. Für das, was er eigentlich alles gesagt hat, wenn du sagst, hey, Waffen und jetzt hat's Maschinengewehre und einen menschenfleischfressenden Hund dabei und Sean William Scott heißt das. Sean, Entschuldigung. Danke sehr, sehr gut. Entschuldigung. Und ja, also schwer enttäuscht. Macht nichts draus. Und dauert aber nur 80 Minuten, die Scheiße. Also wie kann sich ein Film nur so lang anfühlen, obwohl er wirklich nur 90 Minuten dauert. Naja. Box Office ist doch das, was es einspielt, oder? Ja. Mhm. Also der erste Teil hat 1,1 Millionen eingespielt. Und der zweite Teil, der laut diesen Release-Daten 2023 irgendwann rausgekommen ist, also schon seit einem Jahr draußen ist, hat gerade einmal $200.000 eingespielt. Warum wohl? Hat überhaupt ein Kino-Release dann gehabt? Oder? Ich wüsste jetzt nicht. Das schaut nicht so aus. Ich wüsste auch nicht mehr, dass der Fantasy-Filmfest oder so da gelaufen ist oder irgendwie, also keine Ahnung. Ich glaube, bei den Amis gibt es da eben auch schon eine Zeit zum Kaffee und so, Gott, der hat jetzt bei uns so lange gebraucht, bis er gekommen ist. Aber ich hätte gar nicht kommen brauchen von mir aus. Im South by Southwest Filmfestival ist das gelaufen. South by South. Ja, okay. Also, aber ich verstehe es nicht. Wie kann man denn dann, wenn eine Fortsetzung 200.000 einspielt, dann noch einen dritten Teil machen? Indem, dass man den 2. Teil so offen enden lässt, dass man sich fast noch was einfallen lassen muss, dass man nicht saudumm dasteht. Ist ja noch nicht offiziell angekündigt, der 3. Teil. Die müssen aber oder? Wie gesagt, das Ende war prädestiniert dafür. Ja, wir haben schon viele offene Enden gehabt, die Fortsetzung. Zack Snyder gefällt das. Seh. Aber mir nicht. Das ist dem so traurig. Corby,
Was hast du was geguckt? Jetzt hat es mir aber direkt gerissen. Bist du dein Name gehört? Ja. Der redet da mit mir. Mama, ist es du? Ja, also ich muss eigentlich für den Monat größtenteils enttäuschen. Also eigentlich zwar. Es gibt ja ein paar, die das Dokus, oder? Was hat es denn wieder für Dokus gegeben, für grandiose? Ich habe schon irgendwas gesehen auf Letterboxd, da ist wieder irgendwann mit was dein Körper nicht alles machen kann. Ess dich gesund. Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Ich geh aufs Klo. Es war super. Also endlich einmal was einem lehrreich vermittelt, was eigentlich innerhalb von seinem Körper, und zwar im Darm, alles so passiert. Das weiß ich selber, was da drinnen passiert. Das spiele ich jeden Sonntag aufs Übelste, was da passiert. Gestanden. Wenn du jetzt wieder nach 14 Weißbieren sauber einen Schaumschiss rauslässt, dann weißt du genau, was los ist. Ah, geil. Ja, richtig geil. Schon teilweise sehr widerlich. Also man muss schon eine gewisse Stufe übersteigen, wo man sich denkt, okay, das machen die wirklich. Ja gut, wenn sie das wollt. Weil die finden halt heraus, dass Bakterien innerhalb vom Darm auch transplantierbar sind, indem man einfach den Kot von anderen Personen in sich einverleibt. Und ja, also ihr habt das so verstanden, die hauen die Scheiße von dem gesunden Menschen in einer Mixer. Gacki heißt das, Gacki, Entschuldigung. Hauen das dann in so Kapseln und fressen dann jeden Tag die Kapseln und dann geht's einer besser. Beziehungsweise sie haben eben dann festgestellt, dass dann die schlechten Eigenschaften von bestimmten Menschen, jetzt angenommen der Kani ist zum Beispiel vollgepackt mit Akne. Und Mike, du darfst jetzt die Scheiße vom Kani essen, dann darfst du auf einmal Akne kriegen. Und ich nimmer. Ja doch, du weiterhin. Das ist ja fast wie der Dämonenfilm, den der Mike letzte verzeiht hat. Scheiße mir Akne praktisch am Mike ins Maul. Ja, genau. Ja. Sauber in den genau. Garten rein. Und am Ende, das ist bestimmt sehr interessant für den Kani, werden dann auch die 7 Typen der Kackwurst präsentiert, was es halt dann bedeutet, wenn die bestimmte Formen dann haben. Gibt es eine andere als flüssig, oder wie? Ja, da gibt es andere wie flüssig. Flüssig ist übrigens nicht gut, habe ich gelernt. Achso, ich kenn nur flüssig und Brenner. Und tagelang nix, aber dann gibt's wie so ein Wasserfall. Genau. So als das dann einmal Wasser ins Klo schütten. Corby, was ist denn der beste Schiss und was ist der schlechteste Schiss? Also der beste Schiss ist, wenn es praktisch leicht schleimig ist, also wenn es schon mehr oder weniger so rausflutscht und halt so eine schlangenförmige Form hat. Der schlechteste ist halt dieser Dünnschiss und der... Also wasserig direkt, wasserig oder so puddingmäßig? Und puddingmäßig, das ist beides wässriges Scheiße. Also blöd, ungut Scheiße. Okay. Und dann gibt's nur so, ich glaube, sie hat sogar das als Ziegenkötel betitelt. Also wenn du nur so tröpfchenweise scheißt oder so. Das ist eine Kugel halt. Genau, das ist auch nicht gut, weil dann sagt dir dein Körper, dir fehlen bestimmte Stoffe. Und weil, wenn er flüssig das rausscheißt, dann bedeutet es, dass dein Körper gerade gegen irgendwelche giftigen Bakterien kämpft, also gegen irgendein Virus. Oder Weißbier. Schreibt man beides mit W, Weißbier und Virus. Beides mit W, also. Und sie hat halt dann gesagt, deswegen ist es eigentlich schon wichtig, dass man sich ja regelmäßig seine eigene Kacke anschaut. Also nicht einfach nur aufs Klo gehen und spülen und sie denken, das war ich nicht, sondern genau betrachten und aber wie soll denn das gehen? Die jetzigen Toiletten haben wir alle nur mehr die schöne Auflage. Das rutscht ja gleich über ins Loch rein, da sehe ich überhaupt nichts mehr. Früher, die meisten Toiletten haben die schöne Auflage gehabt, da hast du noch begutachten können, das Ding. ja, aber du kannst ja... So muss ich mir einen Handschuh anziehen und muss rausgelangen. Nein, musst du nicht. Wieso? Du siehst doch das da immer in dem Loch. Ist das Loch so winzig, dass du da gar nichts mehr siehst? Oder? Da liegt ja mein Klopapier dann drauf. Erstens das und zweitens, weil ich sehe nicht, ob es eine saubere Schlange ist, wenn es abgerutscht ist. Ja. Aber Conny, du wohnst ja in der Mitte, du kannst aufs Straße aussehen. Einmal im Monat die Straße aussehen und dann... Misthaufen, da, in das Loch, weißt du schon. Da, wenn ich mal da könnte man einen Lauten drüber legen, dann hätte ich einen Donnerbalken. Genau. Und wenn du dann feststellst, dass irgendein anderer besser kackt wie du, dann fragst du mich, ob du es mitnehmen darfst. Ja, genau. Du wärst gerne ein paar Kapseln machen. Corby, das ist mit Abstand die beste Doku, die du mitgebracht hast. Und der Soundtrack von der Doku ist von Gutalax, oder? Yeah. Es war schon ziemlich interessant. Wo ist denn der? Die muss man auch anschauen.
Auf Netflix. Auf Netflix, okay. Es ist eine internationale Doku, also die Dame, die das alles irgendwie vorstellt und da vorstellt, ist eine Deutsche. Und dann haben sie noch einen dabei, der ist immer das die das Bierchen, der Scham mit dem Darm geschrieben hat? Ja. Ist das die? Ja. Achso, warum ist jetzt doch nicht mehr so kacke, was ich da mitgebracht habe, oder was? Nein, aber ich kenne von der, ich habe da schon ein paar Ausschnitte von dem Bierchen immer wieder mal irgendwo bei Berichten auch mit aufgefasst, wo es zum Beispiel eben heißt, man soll jetzt eigentlich ein Schammerl vors Klo hinstellen, damit man die natürlichste Kackposition einnimmt und nicht mit einem Schlaganfall vor der Schüssel fällt. Vor lauter das O-Down. O-Down. Mike, in deinem Alter wird das vielleicht schon langsam echter so, gell? Ja. Du darfst jetzt aufpassen, ja. Okay. Er hat doch schon mal irgendwie erzählt, dass er das sowieso hat, wegen seiner Kinder. Ich hab die Schammerl hab ich da, ja. Ich brauche jetzt nur einschwimmen. Ja, nicht, dass du einen Prolaps kriegst und dann fällst du vor der Schüssel runter. Ich fall aber nicht weiter. Du weißt, mein Klo ist so schmal, da kannst du nicht mehr runterfallen. Also das einfach mit dem Kopf gedreht und dann hängst du dort wie so Besoffener und so fast. Und dann Kopf vor ins Pissoir rein, oder? Ja, genau. Cool. Ja, es war auf jeden Fall allgemein sehr interessant. Sie haben natürlich auch verschiedene Leute dann da interviewt und gezeigt. Sie haben zwar da jetzt keine Langzeittests gemacht und haben dann am Ende nicht irgendwie gezeigt, was der Vorher-Nachher-Effekt war, sondern es war einfach mal informativ und du kannst jetzt selber damit was anfangen. Fand ich cool. Ja, das mit den Bakterien von anderen Kötelhaufen, das habe ich schon mal gelesen, dass das in der Medizin für Darmkrankheiten und so weiter Anwendung findet. Das habe ich schon gewusst. Dass sie aber Leute von anderen Leuten Kackehaufen Kapseln draus machen, das geht mir schon wieder zweit. Das ist wie Globuli aus der Vorhaut von meinem Erstgeborenen. Was soll die Scheiße? Da war eine, die hat gesagt, sie hat halt wirklich brutal Probleme, sowohl mit dem Schlafen, also mit dem Essen, als eben danach aufs Klo zu gehen. Und dann hat sie eben die Kacke von ihrem Bruder irgendwie einverleibt und dann ging sie ja wirklich... Einverleibt? Ja, ich kann es nicht anders sagen. Und dann ging's ja, wenn deine Schwester kommt und sagt, darf ich mir deine Kacke einverleiben, Brudi. Das wird man wie, wenn man mal einen Sex macht, quasi. Mach mal einen Sex. Dann hat sie eben Akne gekriegt. Und dann hat sie ihren Freund gefragt, ob das vielleicht in Ordnung wäre, wenn sie das von ihm nimmt, weil der ist halt rein äußerlich gesund. Und dann ging die tatsächlich ja weg, aber dafür hat sie Depressionen gekriegt und dann hat sie herausgefunden, dass ihr Freund schwere Depressionen hat. Jetzt käme ein Krampf ein, Corby. Jetzt meine ich, käme ein Krampf ein. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder verrückt. Das ist schon wieder verrückt. Gut, da war also ein Forscher da und hat dann gesagt, also das sollte man eigentlich nicht machen. Aber der gibt es nicht, das ist nicht so wie bei It Follows, dass ich das dann weitergibt, die Krankheit, sondern ich hab die selber auch noch, oder? Das war super. Ich wollte gerade sagen, scheiße meine Depressionen irgendwo in eine Kapsel rein und gib's euch. Nein. Wenn du wieder aufhörst, das zum Nehmen, dann hast du es noch mal. Es sind ja nicht deine Bakterien. Dann geht's wieder zurück. Nein, ich meine, also wenn jetzt ich dir meine Depressionen reinkacken darf, dann hab ich die trotzdem noch. Und du auch. Es ist nicht so wie bei It Follows, dass ich den Fluch an die weitergib. Ja, aber bei mir hört es halt dann irgendwann auf, wenn ich aufhöre, deine Kacke zum Fressen. Ja, die jubelt die da schon regelmäßig unter. Das finde ich schon raus, in welche Zeitabstände das ist. Genau, das finde ich schon raus, in welche Zeitabstände das mindestens nehmen musst. Und dann in den Abständen treffen wir uns zufällig. Ja, es ist irgendwie schon super interessant, oder? Also, dass das eigentlich dann alles so easy geht, dass man da bestimmte Krankheiten oder Eigenschaften von anderen Leuten da übernimmt. Ekelhaft. Ja. Wahnsinn. Ja. Gut. Ihr habt es jetzt bestimmt schon bereut, dass ihr mich gefragt habt, was ich so über welchen Monat reden wir Mai angeschaut habe. Deswegen, Mike, was hast du sonst noch so gesehen? Ich habe sich dann einen Shit Eater 2 angeschaut, der Mike. Ja, den baue ich mir heute noch ein. Den hast du heute, der Corby hat jetzt angefixt, oder? Leidenschaft Kaviar. Ich habe mir einen ziemlich coolen Film angeschaut, auf den habe ich mich gefreut. Gerade ich muss jetzt im Vorfeld sagen, es geht um Abigail, der neue Film von Radio Silence. Mit der Catherine Newton. Ja. Ich hab zu meiner Frau gesagt, das ist ein Corby seine Flamme. Und dann habe ich gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ja, das sagen wir mir auch dabei. Was? Und? Sie schaut immer nur so jung und so hübsch aus wie eh und je, oder? Ja, schon. Die ist nie kein Zinsen gealtert. Das ist so irre bei der. Das ist, eigentlich ist das richtig erschreckend. Die ist wirklich erschreckend. Ja. Eine sehr gute Golfspielerin. Okay. Ja. Was war's sonst noch für ihr? Nicht viel. Sie hat hässliche Pudel. Also mir gefallen es nicht. Okay. Aber so grandiose Schauspielerin.
Okay, gut. Also, Radio Silence hat mich bis jetzt immer begeistert, muss ich sagen. Ich kann mit die Scream-Filme viel anfangen und auch der Ready or Not war mega gut. Und der Ready or Not geht, die Abigail und Ready or Not gehen in eine ähnliche Richtung, weil wir wieder auch so ein prunkvolles Haus haben, in dem das Ganze spielt. Was soll jetzt das? Jetzt red weiter, weil das hören nicht, sehen unsere Hörer nicht. Okay. Und gut, du hast mir jetzt total aus dem Konzept gebracht. Jetzt kommt der C3PO, habe ich dir. Gerade für euch machen wir das mit Kamera und der Corby holt gerade komische Sachen in die Kamera. Ja, du auch. Du hast alles im Konzept gebracht. Jetzt halt, okay, tolles Haus, ich schneide das Ja, du schneidest bitte. Ich fange jetzt noch mal an. Ich fange jetzt anders an. Oh nein. Catherine Newton. Catherine Newton. Hässliche Pudel. Folgendes. Aufgepasst. Bei dem Film war es ziemlich cool, wenn man nichts weiß, die erste halbe Stunde. Weil der Film wirklich damit spielt, mit diesem Reveal, der aber wiederum im Trailer in die ersten 30 Sekunden schon rausballert wird. Ich habe mir zwar da einen Trailer nie angeschaut, aber es ist auf Social Media, wenn es da quasi da so die Clips ein wenig durchschaust oder Reels, sagen die Jungen halt, dann ist das sofort aufs Brot gestrichen worden, dass es hier sich um ein Vampire handelt. Ja. Genau. Und zwar geht es darum, dass die junge Man soll Vampirin... nichts wissen über den Film und dann haut man jetzt diesen Review Ja, aus. aber wie gesagt, wenn der Trailer schon ist, verraten mir, ich habe ja diesen Clip gesehen, da ich ja keinen Trailer anschaue, und habe mir gedacht, hey... Und deswegen möchtest du jetzt alle anderen auch versauen. Ja, das ist doch mir wurscht, was mit anderen Leuten ist. Nein, passt, das finde ich auch okay so. Ja, oder? Ja. Darf ich auch sagen. Alles Arschgeigen. Auf jeden Fall geht es darum, dass diese Abigail entführt wird von einer richtigen Gurkentruppe an Gangster. Entführen die in so ein prunkvolles Haus, das auch wieder so ähnlich ausschaut, eben wie bei Ready or Not. Und die müssen auf das Dirndl 24 Stunden aufpassen. Die haben keine Angst vor dem Dirndl, sondern eher vor ihrem Vater, weil der einen ganz brutalen Ruf hat, dass er mit seinen Feinden oder Leuten, die ihm ans Bein pieseln, ganz brutal umgeht. Auf jeden Fall häufen sich dann die Todesfälle unter den Gangstern und es kommt dann quasi raus, dass diese Abigail ein Vampir ist im Körper von einer 14-Jährigen oder 12-Jährigen, meine ich, ist im Film und 14 war es, wie es den Film draht hat, also in echt quasi. Und sie hat ein Ballerina-Kostüm an und und bringt dort Leute um. Also wir haben, finde ich, voll die coolen Parallelen zu From Dusk Till Dawn ein bisschen, weil es dann auch so heißt, ja, was macht man jetzt mit Vampire, was wisst man über Vampire und so, und dann tragen sie alles zusammen und so, und was macht man jetzt damit? Und ich fand es auch ziemlich cool, was zu deiner Newton sagen, sie soll doch bitte einen Knoblauch holen aus der Küche, und dann kommt sie mit voll dem am Netz Zwiebeln daher, und dann heißt es, ja, was möchtest du mit dem? Ja, sie soll doch Knoblauch bringen. Ja, das sind Zwiebeln. Ja, aber verdammt nochmal, ich bin ja scheiß Koch oder was? Und ja, fand ich sehr lustig. Also der Film ist sehr ernst an sich, aber diese Figuren, die haben irgendwie so überzeichnet, dass es ein paar so richtig coole Lacher gibt. Also der nimmt sie nie so wirklich ernst, so wie bei Ready or Not auch. Das war eine todernste Grundprämisse, aber so die Figuren und so die Ereignisse, die da so passieren, die machen das alles sehr locker. Und so locker war auch Abigail. Also richtig, also viel gut Action-Horrorfilm, der ab der zweiten Hälfte so richtig Gas gibt. Am Anfang werden die Figuren noch recht detailliert eingeführt, wobei ich aber fand, dass die Figuren einiges hergeben haben. Also da war jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sage, den hätte ich jetzt nicht braucht, oder das ist jetzt der typisch der Nervige oder sonst irgendwas. Da hat jeder wegen so seine Character Arcs gehabt, wie man heute so sagt. Und waren interessante Figuren. Und dann in der zweiten Hälfte werden es dann alle aufs Brutalste auseinandergenommen. Also haben wir einen Petsspender gemacht zum Beispiel. Das fand ich sehr spaßig. Jetzt verrat nicht alles. Du weißt doch nicht wer. Was ist denn los? Ja, weißt du, was ein Petsspender ist? Ich weiß schon, was das ist. Nein, was nicht. Gar nichts weißt. Aber ich hab im Laufe deiner Erzählung, ich hab diesen Film immer wieder vergessen. Obwohl ich mir jedes Mal, wenn jemand darüber geredet habe, mir gedacht, ja scheiße, stimmt, Catherine Newton spielt damit. Ja. Aber irgendwie habe ich den nie so richtig am Schirm, und deswegen, jetzt hast du mich wieder angespitzt. Ja, unbedingt. Also hat ich wirklich unbedingt voll im Spaß Kino gemacht. sehen und hab's leider nicht mehr geschafft. Ja. Sad Stories, sad. Voll der locker flockige, coole Film mit coole Splatter-Einlagen, cool Choreografie, die Action. Diese Dame, jetzt muss ich schnell schauen, wie die heißt. Catherine Newton. Nein, die wirklich gute Schauspielerin, die Alicia Abigail Weir spielt. Das ist die Alicia Weir, danke sehr. Melissa Barrera. Die war natürlich auch wieder sehr stark. Also als Leading Girl war die cool. Und also dieses junge Mädel, wie die das schauspielert, also diesen Vampir da, also brutal. Also
echt stark. Dann sage ich halt nicht mehr Corby, also absolute Empfehlung. Er ist vielleicht ein bisschen lang teilweise, wo ich sage, okay, am Schluss aussieht, da wiederholen sie manche Sachen, fliegt der eine am Boden hin, kommt der nächste, fliegt der wieder zurück, kommt der nächste und so das Abdackeln, wo man sagt, okay, der Schluss, wenn jetzt 5 Minuten weniger gehabt hätte es auch gelangt, aber so vom ganzen Ding her war das ein richtig gelungener Fansblätterfilm. Cool. Die Alicia Weir ist ja sogar die Matilda aus dem neuen Matilda. Ja, genau. Film, ja. Richtig. Kenne ich aber nicht, ich habe nur den alten gesehen bisher. Ja, auch nur den alten. Der neue interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Null. Ich hab nur mal gesehen, dass da so eine Szene gibt, wo sie durch den Schulgang tanzen und das kann man aber perfekt mit dem Dracula-Little von Rob Zombie unterlegen. Ah, okay. Das ist das Einzige, was ich mit dem Film in Verbindung bringe. Ansonsten... Ist er das schon Maps? Ja, das klang der. Das klang nicht Haude. Ja. Gut, dann sagen, ja. sind wir jetzt wieder bei Sandwich-Themen oder was hast du sonst so dabei, Kani? Ich hab mir seitdem kein Sandwich mehr geholt, ich bin raus aus der Misere. Ich wollte eigentlich so Du bist weg von der Scheiße. Ich lasse mich nicht mehr ärgern. Ja. Ich wollte eigentlich so Sume als Valek mitnehmen, aber dazu kriegt es eine eigene Folge, darum lasse ich so Sume weg. Aber nimm dann dafür die Serie Dead Boy Detectives mit auf Netflix, die jetzt vor, sagen wir mal, 2-3 Wochen angelaufen ist. 8 Folgen, spielt im Universum von der Sandman-Serie. Man hat einen Gastauftritt von der Figur aus Sandman. Bisher habe ich nur einen gesehen, weil ich erst bei Folge 4 bin. Ist aber eine sehr, sehr geile Serie. Du hast die 2 Dead Boy Detectives, die sind selber Geister und die ermitteln in Thematiken für Übernatürliches wie Geister und so weiter. Man hat es schon oft gehört und gesehen. Aber sie setzen es ganz cool um, weil die sind halt in verschiedenen Zeitalter gestorben, die 2. Sie kriegen dann noch ein Medium dazu. Ja, und dann hast du ein paar Figuren, die sich dann irgendwann über die Story mit einschleichen und dabei bleiben, wie ein Katzenkönig und eine Hexe. Und macht viel Spaß, ist sehr hochwertig produziert, sind coole Geschichten und ich bin gespannt, wie es ausgeht und ob sie die Serie dann auch irgendwie in das Sandman-Universum noch mit eingliedert. Sie müssen halt dann auch immer aufpassen, weil die Geister eigentlich vom Tod abgeholt werden und dann da hingebracht, wo sie hinkehren. Und sie wollen halt das nicht unbedingt. Sie möchten halt auf der Erde bleiben und müssen deswegen immer schauen, dass sie auch rechtzeitig diese Tatorte in Anführungszeichen wieder verlassen, bevor der Tod jetzt erkommt und sie dann vielleicht auch mitnimmt. Das wollen sie nämlich nicht. Sehr coole Geschichte, sehr coole Figuren. Katzen sind dabei. Katzen sind die Sprecher kennen, immer cool. Sterben die? Bisher nicht. Okay, kein Tee quasi. Kein Tee bisher, nein. Aber sie hätten es eigentlich verdient, weil es richtige Mistviechkatzen sind. Ja, das sind Katzen immer. Immer, ja. Ich hab nur ein paar Dreck dabei. Geschissen. Aber ja, Dead Boy Detectives kann ich nur empfehlen. Macht sehr viel Spaß, ist eine sehr, sehr gemütliche und irgendwie eine fröhliche Serie. Weißt du, die macht einfach Spaß. Habe ich noch nie gehört vorher, noch nie. Ja, hast du die Sandman-Serie angeschaut? Na. Musst du anschauen. Beide, also Sandman ist sehr, sehr gut, basiert ja auf die Neil Gaiman Comics. Das da gibt, da habe ich die ersten 2 großen Omnibusbänder gelesen, die waren schon, also die Zeichnungen sind überragend, die Geschichte ist richtig geil. Ist das der Sandman, den sie irgendwo gefangen haben, weil sie ihm irgendwelche Sachen abgenommen haben, die er braucht zum Starksein? Das habe ich als Buch gelesen, kann das sein? Kann sein, ja. Ja. Und da gibt's ja die erste Staffel ist da heraus, die zweite, glaube ich, kann sogar noch dieses Jahr kommen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und eben diese Dead Boy Detectives, die spielen im gleichen Universum. Also beide Serien kann ich vollumfänglich empfehlen. Ist es dann nicht sogar so, dass dieser Sandman, einer von den Sachen, die ihm weggenommen worden sind, dass die der Konstantin hat oder der Teufel von, wie heißt der, wird die Serie heißen, Lucifer? Das hängt ja irgendwie zusammen, oder? Das gibt's alles in dem Universum. Also schon irgendwie, gell? Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Figuren dann, weil Sandman kehrt ja auch irgendwo mit ein zu dem DC-Universum. Aber ist, glaube ich, nicht direkt verankert in die DC-Comics, aber es gibt, glaube ich, Figuren, die da dann auch mit vorkommen. Aber wie da diese Verankerung mit den DC-Figuren genau ist, kann ich da jetzt nicht sagen, weil soweit habe ich es nie gelesen. Die Geschichte, wo ich weiß, ist eben, dass da der Konstantin dabei ist und dieser Lucifer. Genau. Okay. Anschauen. Hört sich gut an. Kannst du mit dem Vibe anschauen? Ist gut, also nicht so grob oder was? Nein, überhaupt nicht grob. Also das ist, ich glaube, die haben beide FSK 16, wenn überhaupt. Aha. Also nichts Dramatisches bisher und ist er für deine Vibe geeignet. Gut. Ist Julia approved. Perfekt. Danke für den Tipp. Ja, gerne. Ich möchte, das ist eine schöne Zeit, habt ihr miteinander. Ja, danke sehr. Ich möchte, dass es glücklich wird. Soll ja nicht so gehen wie im Corby.
Was zum Teufel? Der mit seiner Frau scheiße Dokus anschauen muss. Ja, genau. Die hat nicht zugeschaut. Das hat immer allein geschaut. Die hat schon Kapseln angerührt. Ich hab keine Zeit gehabt zum Zuschauen. Nein, die hat mit der Hundscheiße Kapseln angerührt für den Korbi. Oh Mann, echt. Ey. Ekelhaft, ey. Ich bin so froh, dass du da bist bei uns. Ich bin auch zauberhaft froh drüber. Ja. Kriegst du deine Kapseln? Und erzähl mir, was du gehört hast. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ja die perfekte Überleitung zu der zweiten Doku, die wir angeschaut haben. Das ist eine Serie. Du hast von Mike zu deinem Geburtstag, hättest du 3, 4 richtig geile Filme gesehen, die dir auf deiner Vita noch abgingen, dass du die irgendwann einmal gesehen haben solltest. Jetzt hörst du doch erstmal zu, du weißt ja überhaupt nicht, über was ich rede. Ja, es ist ein Doku, das klang, mehr muss ich nicht wissen, weil du hast nämlich keinen der Filme von Mike angeschaut. Ja. Mein Gott, das ist so ein Doku wie das Pepsi-Ding. Ist mir vollkommen egal. Jetzt redet Korbi. Haus aus. Ich erzähl's uns. Ist ja schön, wenn du gefreut drauf hast. Ja. Ich habe mir Ashley Madison, Sex, Lügen und der Skandal angeschaut und eigentlich so wie das aufbaut ist, sind es genau 3 Folgen. Wer ist denn Ashley Madison? Genau, das ist eine gute Frage. Anfang des Internets hat sich irgendeine so findige Firma gedacht, hey, eigentlich, es gibt jetzt so Dating-Seiten, was es aber noch nicht gibt, ist eine Seite, wo sie verheiratete Menschen anmelden können, um gezielt Seitensprünge zu machen. Und das ist Ashley Madison. Und dann haben die halt dann irgendwann leider 2016 einen kleinen Fauxpas gehabt, denn sie sind gehackt worden. Und dann sind erst einmal die ganzen Daten dieser User freigegeben worden. Und habe ich einen Trailer gesehen dazu. es ist ganz interessant, weil da gab es halt dann natürlich einen Haufen Skandale, weil ja Promis da mit drin waren und was weiß ich. Und damit beschäftigt sich diese Serie. Und was halt auch geil ist, sie filmen auch die ganze Zeit halt so ein christliches Ehepaar, das dann auch noch Vlogger sind. Also die filmen sie einen ganzen Tag und dann kommt halt raus, oh fuck, er steht da auch auf dieser Liste. Und wie gehen es dann damit um und wie endet das? Und teilweise hat es mich richtig schockiert, weil da halt dann sie ihr Leid umgebracht haben, weil das rausgekommen ist, weil sie sich halt dann so extrem geschämt haben. Weil damals, wo das halt rausgekommen ist, die USA ist ja ein tolles Land, das wissen wir alle. USA. Trump. Haben die das so extrem hochgespult, dass das halt absolut beschissen war, wenn man halt dann da in dieser Datenbank war. Da hat es einen Radiosender gegeben, da hast du anrufen können, um zu fragen, ob dein Ehepartner, du hast nur die E-Mail-Adresse dann angegeben von dem, ob der in der Datenbank steht oder nicht. Finde ich gut. Also das heißt, du hast dann live im Radio erfahren, ob du beschissen worden bist Finde ich oder voll nicht. super. Und dann wird das schnell lebendig verbrennt irgendwo am Marktplatz. Die erste Wahl, die man trifft, wenn man wissen will, ob man beschissen worden ist, live im Radio. Ja, was ist immer los mit den Leuten? Das ist irre. Also es ist wirklich irre. Ja, hast du schon mal die scheiß Jocke bei Bayern 3, wenn sie wieder anrufen und sagen, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, meine Freundin, ihre Kinder, die mag ich nicht, aber ich mag meine Freundin gern, aber jetzt muss ich ihr das sagen, dass ich sie mag, aber ihre Kinder finde ich ganz blöd und so. Was soll ich jetzt da Leute, ruft sie mal an und kommentiert sie mal, was soll unsere liebe Frau jetzt da, ja. Und dann rufen die Leute und sagen, ja, also du musst für schon und wenn und hin und her. Und so ein Scheiß spielst bei Bayern 3. Also, das ist ja lieber, cool damit. Ich würde sagen, lieber so, es war wenigstens ein gescheiter Gossip. Ja, schon. Okay, was macht man, wenn man die Kinder nicht mag? Regentonne. Das ist schwierig. Das ist wie mit Katzel, die man 2 hat. Oh Gott, ohne Scheiß. Also wenn der Podcast irgendwann einmal, wenn dieser Podcast irgendwann einmal weg ist, dann wundert sich bestimmt niemand. Ich schon. Du schon. Genau. Auf YouTube, wie hat das passieren können? Auf YouTube sind Leute, die ein Arschloch in die Kamera halten und das entwachsen. Wenn ich das mache darf, ohne dass ich irgendwelche Probleme damit habe, oder auch Frauen, die in einen Intimbereich oder wie man im Fachjargon sagt, Brunzkache, in die Kamera einhalten und wachsen. Und das wird halt einfach, weil es als Schulungsvideo deklariert worden ist, sind halt die Videos da einfach frei zugänglich. Dann wird ich, wo ich sagen darf, als Witz, dass man mit Kindern wie mit Katzel verfahren soll, wenn man 2 hat. Nein. Überhaupt nicht. Okay, habe ich nicht gewusst, Entschuldigung, ich gehe mal das Arschloch live rasieren. Ja, bitte. Ich bin gespannt, wie lange das wir bei RTL Plus sind, ich sag's euch. Also ich war auf jeden Fall mit Ashley Madison mit den 3 Folgen ganz gut unterhalten. Die Seite hieß aber Ashley Madison, oder wie praktisch? Ja. Okay. Genau. Und sie sind sich auch nicht sicher,
Ach na, wisst ihr was, ich verrate uns voll. Für die Leute, die jetzt wirklich interessiert sind, schaut es euch an. Der Mike hat halt Abigail schon genug gespoilert. Müssen wir nicht mit allen Sachen nicht mehr besprechen. Nein, richtig. Eben. Der Spoilercast. Spoilercast, ja. Viva la Spoiler-Illusion. Ich kann euch jetzt beruhigen, das war aber jetzt mein letzter Doku-Beitrag für die Folge. Danke. Danke, Corby. Bitte. Wer hat denn noch was? Ich habe ein bisschen Enttäuschung noch gesehen. Und es tut mir so leid, wir hätten so gern mehr gemeckt haben, wie den mag. Und zwar Ghostbusters Frozen Empire habe ich gesehen. Ja, und er hat ein paar Probleme. Leider. Also ich habe diesen Afterlife, den fand ich ja hervorragendst. Oberwild. Ja. Und nur bei dem zweiten Film, ja. Es geht schon wieder los, dass man schon wieder so ein Riesenteam braucht. Es klang nicht irgendwie so dieses Team, das wir bis jetzt haben, wo es schon aus dieser neuen Familie besteht und die Legacy Ghostbusters, sondern wir brauchen jetzt noch mehr, wir brauchen jetzt unsere Untergrundorganisation, wir brauchen mehr vor allem, was rundum passiert, aber sehen wir noch weniger Geisterfanger. Also das Einzige, was man da wirklich sieht, ist in der ersten Szene quasi, wenn die Familie zum ersten Mal im Film einen Geist jagt und dann siehst du es nochmal ganz am Schluss. Aber so dazwischen, es passiert fast gar nichts, Leid. Es ist wirklich nicht schön. Also die Figuren an sich sind ja wieder cool und man mag die Leute auch gern zuschauen. Nur dieser Paul Rudd, der die ganze Zeit dieses Mädel anhimmelt, weil die so cool ist und so wortgewandt und bla bla bla, soll eigentlich der Vater sein oder soll so eine Vaterfigur sein und sagt immer so quasi, ja, die Phoebe, die ist so toll und die ist so, ach, und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so reagiert und bla bla bla. Weil man gedacht, warum, was braucht's das jetzt? Was braucht's das, dass man immer dieses Mädel so glorifiziert und er immer so dieser Lolli ist, der immer so mitlauft. Dann noch so einen Sideplot gibt's quasi mit dem Finn Wolfhard und einem Slimer, wo du da sagst, bin's jetzt sowas einfach in den Film ein und so wie es war, das war irgendwie so wie so eine eingefügte Episode aus der Zeichentrickserie oder so. Allgemein ist auch dieser Bösewicht, erinnert mich ganz stark irgendwie an einen aus der Zeichentrickserie. Dieses Team, das so vergrößert ist, das wirkt so alles in so nach aufblasenden mit aller Gewalt müssen wir jetzt nur so ein Universum produzieren. Ja, und dann dieser Bäse, dieser Obergeist, der da kommt, oder dieser Dämon, war voll cool und Ding, aber dann kommt er in die letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten kommt er und dann wird er aber dann nach 5 Minuten wird ihm dann der Gar ausgemacht. Und dann braucht man aber auch schon wieder, weil es in den anderen Teilen auch funktioniert hat, dass man wieder so einen Menschen braucht, der damit in dieses so ein Ritual quasi mit 3 spielt, wo man in die ersten Teile das gehabt hat, dass sie die Leute in einen Hund verwandeln, in diese Dämonenhund, und da haben wir dann einen Typen, der sich quasi in so einen Kämpfer verwandelt und so. Das ist ja alles zu viel und ja, die anderen Filme waren ja alle wegen so bodenständig einfach. Bodenständig, obwohl es irgendwie so in so einer Fantasiewelt spielen und coole Figuren und so. Aber der war wirklich so drüber, dass du sagst, das hätte jetzt eine Folge aus der Zeichentrickserie sein können. Okay. Schade. Vielleicht wollten sie das ja. Ja, dann haben sie es geschafft. Und auch diese Phoebe, die macht in dem Film, wie gesagt, die wird immer so als die coole und die Schlaue hingestellt, und die ist so super toll, die spielt gegen sich selber Schach und so, bla bla bla. Und dann macht sie aber den ganzen Film über so saudumme Sachen, was du sagst, ja, warum dann das? Warum wird jetzt da so aufbauscht als die super Schlaue? Ja, dann macht sie aber nur Mist. Ja. Schade. Ich war nicht begeistert. Menschen sind einfach scheiße. Voll. Viel mehr Geisterkern hier. Ja. Aber den habt ihr noch gar nicht gesehen. Leider neu. Ich habe den davor nicht gesehen, den Afterlife. Was ist mit dem Corby? Aber Hauptsache, dass es irgendwelche Scheiß aus Doku so schaut. Wahnsinn. Wo sich die Leute Kacke kapseln. Ja, und holt die Anregungen fürs Fremdgehen. Also ich weiß ja, nicht, genau. Corby, also Das kann er. was ist los mit dir? Er holt sich ja Der nur so Kommentar hat jetzt noch gefällt, gell? alles Anregungen. Er googelt schon die ganze Zeit, wo es noch so Seiten gibt. Ja. Nein, ich google gerade was anderes. Das kann jetzt noch schnell dazwischen schirmen. Außer Mike, du willst da irgendwas abschließend sagen. Na, also dass er ein wenig traurig war. Also er war unterhaltsam, aber es war einfach 0815. Und den Bill Murray, den brauche ich absolut in keinem Film mehr. Der ist einfach nur immer blöd. Ich finde einfach, also dieses letzte, wo man wirklich noch sie amüsieren hat können oder wo er cool war in Zombieland, aber ich brauche den Enter und Teil ist auch cool. Was? Enter und Teil ist auch cool. Ja, das stimmt. Okay. Aber ich brauche ihn in dem Ding nicht mehr. Also wie gesagt, dieser Dan Aykroyd, der ist immer cool.
Aber wie gesagt, den anderen, ich brauche halt noch nicht mehr, weil der kommt, redet irgendwie einen cooler Spruch und dann ist er wieder weg und so. Der ist wirklich nur noch da, dass er wahrscheinlich in ein paar Scheinchen abgreift, aber Bock hat der keinen. Das greife ich jetzt auf. Nur apropos null Bock. Bock. Wir haben keinen Bock mehr. Nein. Apropos Bock, also ich sage jetzt was, da habe ich voll Bock drauf und bin aber irgendwie gleichzeitig so hin und her gerissen und der Kadi wird, glaube ich, sofort mitgehen bei dem. Also jetzt schaut euch das mal an. Ich tue es bei YouTube auch mit rein. Ich zeige gerade die heutige Ankündigung. Ich hätte als Wolleck auch mit dabei. Ja. Lego hat heute angekündigt, sie fangen jetzt an mit The Legend of Zelda an und es gibt das erste Set und das ist der Dekubaum und den gibt's in 2 verschiedenen Versionen. Also Gott sei Dank muss man sich das nur einmal kaufen und hat dann beide. Ja, man muss es aber dann zweimal kaufen, weil wir ja beide ausstellen. Das stimmt. Das ist ein verzwickeltes Zwickmühlchen. Absolut. Ja, und wie ich halt schon geschrieben habe, wir brauchen dann einen dritten, weil den müssen wir original verpackt lassen, dass wir später für teuer Geld verticken können. Ja, aber 299, das ist schon... Das ist so irre. Aber, also ich habe jetzt nirgends gesehen, dass das exklusiv bei Lego rauskommt. Das heißt, das kommt da in den Handel, in den freien. Und da wird es wahrscheinlich bis zu 200 sowas runtergehen. Ja, Corby, wenn du bestellst, dann für mich auch gleich uns mitnehmen, gell? Ja, du wirst es bloß selber nicht tracken. Ja, das ist ja das, was ich über 6 Uhr sie immer. Wie viele Teile sind das? 2500? 2500. Das ist voll ganz schön teuer für das Ding. Da ist eine Lizenz für das ganze rundum, oder? Es steht Lego drauf und es steht Nintendo drauf und es steht The Legend of Zelda drauf. Also gleich mal 3 Lizenzen, die man da verhorzen muss. Ich vermute, dass das beim Nintendo Shop wahrscheinlich regulär für 250 oder so reinkommt. Also, dass es da von Haus aus dann schon mehr billiger ist. Also ich richtig froh drum bin, dass diese Figuren, weil es sind ja 3 Figuren dabei, du hast einmal den Link aus Ocarina of Time und du hast den Link und die Prinzessin Zelda aus Breath of the Wild und es sind normale Lego-Figuren. Es sind nicht diese hässlichen Scheißhaus-Figuren von die Mario-Lego-Sets, die es gibt. Die, was du selber bauen musst. Ja, genau. Ich hab mich damals voll gefreut und mir gedacht, geil, da kommt da so ein Nintendo-Lego-Zeug raus, das holst du, da hab ich Bock drauf. Dann hab ich die Figuren gesehen und gesagt, tut mir leid, da bin ich raus, die schauen nur beschissen aus. Und da sind es wenigstens richtig schöne, normale Lego-Figuren in der Zelda-Optik. Da hab ich Bock drauf, das schaut gut aus. Das ist jetzt tatsächlich da auf der Lego-Seite ein bisschen blöd. Es sind 4 Figuren. Es ist eher einmal in klein, dann in so mittelgroß, als Erwachsener dann von Ocarina of Time und dann der Link von Breath of the Wild. Ach, sorry. Einmal in klein, dann Ocarina of Time in groß, Breath of the Wild und Ding ist dabei. Prinzessin Zelda. Ja, auch von Breath of the Wild. Also ist Ocarina of Time 2 mit dabei, das habe ich noch gar nicht gesehen. Lux mit Da sind Donedo. 2 Figuren dabei. Lux mit Donedo. Ich habe heute ein Bild gesehen, da waren 4 Figuren drauf. Ja, ich glaube, dass du lügst. Ja, das ist die kleine. Ja. Das ist eher in groß mit der Ocarina. Nein, da ist er auch klar. Du lügst doch. Da hast du schon 2-mal gelungen, wenn du morgen sagst. Halt doch dein Maul jetzt. Halt doch du dein Maul, schau dir den genauer an. Na du, Ja, der ist winzig, ich sehe ihn fast nicht so klar ist er. ja, okay, es ist ein beschissenes Foto, was soll ich machen? Habe ich die Seite gemacht? Nein. Das tust du auf YouTube ein, dass Leute wissen, dass du nur Scheißfotos herzeigst. Das Ding ist winzig. Ich flipp aus. Das ist jetzt nicht viel. Da schaut er einen Rock an. Ja. Ja. Und möchtest jetzt deswegen bashen. Jo, das auch nicht. Nein. Du meinst, du findest es nicht gut, weil es Vogue ist, quasi, wenn er morgen ein Logo hat, oder? Da klang es schon wieder am Korbi. Das ist der große Dekobaum, das ist der kleine, oder? Den gab es ja im Spiel. Ja, genau. Ja, schon cool. Das ist voll geil, ja. Das ist ja Mittel, das ist doch vorhin da scheiße. Also, ich weiß auch nicht. Ja, das von hinten ist jetzt echt wieder mit dem Bläden abgeschnitten sein. Das kann ist gar nichts. Das hinten ist ja nur Spielerei. So stellst du es ja nie hin. Du stellst es ja, das ist ein Display-Set für Erwachsene. Also das heißt, du stellst es genau so hin, wie du es halt haben willst. Ich kenne einen, der wird das Ding zerreißen, dass der Rauch davon geht. Ja, der zerreißt aber mittlerweile Lego schon, wenn das Heftel nicht von selber offen bleibt. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt da bei dem ersten Set zu Zelda gleich mal traut, dass er das komplett zerreißt. Aber wir sind mal gespannt, ob der Held der Steine... Da bei dem Battle sagst du oben drauf, dass 4 Figuren sind. Da ist ein bisschen angedeutet, dass 2 Ocarina of Time Figuren sind. Siehst du das? Ganz oben. Ach, da, ja, stimmt. Ja, hast recht gehabt, Corby, hast mich doch nicht verarscht. Habt ihr das gehört, Leute? Der Kani gibt mir recht. Hey. Ja, aber Legend of Zelda, ja, da haben sie mir dann die Eier. Ja, leider. Da haben sie mir an die Eier. Jetzt Corby, wenn du bestellst mir gleich mit. Bestellst es. Ja, Logo. Ja, aber nicht für 300. Nee, für 300. Nein, der Corby ist aber Hundling, der schaut, dass wir es billiger kriegen und dann bestellt er 2.
Ja. Das passt, ja. Und dann noch gleich noch Baratur auch noch gleich mit. Na. Nein, vergiss es. Warum? Weil der kostet doch 600 Euro, oder? Ist mir scheißegal, was der kostet. Ich bin ein weißer reicher Aber Europäer. Kobi, du tust Zelda Herr der Ringe vorziehen. Sag ich das richtig? Das Bruchzahl, das habe ich schon. Das hast du. Ja. Aber nicht für den Preis. Und er schenkt's mir nicht. Na. Regt mich voll auf. Dann, wie komme ich jetzt da zum anderen? Gib jetzt bei Suchen, gib da bei der Lupe Suchen da. Ist nur Verteidiger. 460 Euro. Ist aber 18 Mal so groß. Und da steht's exklusiv, die spinnen doch. Ja, müssen auch wie groß ist das? 30 Zentimeter. Das ist ziemlich riesig. Jetzt schau mal, gut, der ist natürlich winzig, der Typ. Ja, aber der ist ja nur gebückt. Ja, genau. Was ist mit dem Scheiß? Der schaut aus wie Henry Cavill, der ist bestimmt 2 Meter groß. Nein, überhaupt nicht. Schau mir aus, ja, wenn er wieder Henry Cavill mit AIDS oder so in der Endphase. Schau mal die so. Also schaut aus wie der neue Superman. Ja, okay. Für unsere Podcast-Hörer, wir sind abgelenkt worden von dem neuen Herr der Ringe-Set, das auch noch rausgekommen ist bei Lego, und zwar der Turm vom Sauron, der Barad-dûr. Mit einem Haufen Figuren, weiß ich nicht, irgendwie 10 oder so. Ich sag da Ü, das ist die Türkenversion, Barad-dûr. Junge. Zum ersten Mal mit dem Sauron als Lego-Figur, wow. Leute, jetzt geht's ab. Gollum ist dabei. Gollum, Frodo, Sam, ein paar Orks, sind dabei, oder? Saurons Mund, den keinen Schwanz kennt. Der Palantir ist auch drinnen, der Palantir ist auch dabei, gell? Das ist wichtig. Da hast du direkt einen Vergleich, wie es nebeneinander stehen, Bruchtal und Barad-dûr. Ja, Gimp, mach eine Sammelbestellung jetzt. Ja. Boah, das ist jetzt selbst, wo ich auch sage, ja, leck. Aber wenn du jetzt den Preis da anschaust, 400, was weiß ich, und dann das andere für 300, da ist ja das geschenkt. Ja, aber bei dem anderen sind da 3 Lizenzen drin. Wie viel Steine sind das? 5400. Sind 3000 mehr als der andere. Ja. Als der Baum. Zitze. Gut, genug Lego-Schmerz. Ich höre das Teilen wieder auf. Dann Schade, ich kann mir das jetzt die ganze Zeit anschauen und unsere Hörer daten sicher gerne weiterhin anhören, wie wir uns Lego Battle anschauen und drüber schweren. Ich habe auch gerade gedacht, wie viele Hörer verliert man jetzt momentan gerade? Ich war letzte Woche, das erste Mal ich bin mir jetzt eigentlich ganz sicher, ich war letzte Woche auf dem Austrian Death Machine Konzert und ich glaube, das war ja eine erste Europatour, wenn ich das richtig verstanden habe, was der Typ gesagt hat. Und das kann ich gerade jedem empfehlen, also wer Austrian Death Machine kennt, oder also As I Lie Dying kennen wahrscheinlich mehrere. Und das ist vom Sänger so ein Nebenprojekt und da geht's halt nur um einen Schwarzenegger. Die haben jetzt 4 Alben. Wie ist das erste? Total Brutal, Double Brutal, Triple Brutal und Quad Brutal. Es geht immer nur darum, dass alles brutal ist und es muss noch brutaler sein. Und es ist richtig bescheuert, es ist einfach nur ein Spaßprojekt, das merkst du auf der Bühne, hupft dann einer umeinander als Predator und als Terminator und als Schwarzenegger. Der Schwarzenegger unterhält sich die ganze Zeit mit ihm, im Hintergrund laufen alle so Ausschnitte von die Filme. Es geht nur darum, dass man aufpumpt ist und trainiert und stark ist. Also es ist richtig geiler Scheißdreck. Und also wenn die wieder bei uns irgendwo kommen, kann ich es gerade jedem ans Herz legen, dass wer mit der Musik was anfangen kann, dass er sich Austrian Death Machine anschaut, weil es ein spaßiges Konzert ist. Richtig stark. Cool. Voll geil, ja. Voll geil. Schon 4 Alben, ich wüsste jetzt nur 2. Ja, sind wir schon bei Nummer 4. Ja. Aber sarkastisch ist das nicht gemeint, was er da ist, singt. Der meint das wirklich alles ernst. Wenn du den Sänger so anschaust, der meint das ernst. Ja, da war er nur voll auf Steroide. Das ist jetzt vorbei. Jetzt versteht er, dass es eigentlich spaßig sein soll. Jetzt versteht er es. verstanden. Das 4. war es jetzt. Das ist jetzt beim 4. hat er jetzt umrissen, dass es so Spaß ist. Er hat dann so ein Tactical Vest auch gehabt, weißt du, wie Navy Seals und so weiter. Und das war jetzt ein Snacktical Vest, weil er da seine Protein-Riegel drinnen gehabt hat und so ein Gramm, weil so. Cool. Ich glaube, er hat es mittlerweile verstanden, dass er Witz ist und sonst nichts. Okay. Geil, natürlich, irgendein Typ war vorne, der eben dann immer den Predator und so gespielt hat, der hat kein Gramm Fett am Körper gehabt, das war Wahnsinn, der war definiert, da hast du jeden Muskelstrang gesehen bei den Menschen. Finde ich nicht schön, dass mir sowas vorsetzen, weil dann habe ich Komplexe. Unfair. Wenn ich unten stehe, steht oben mit seinem Proteinshake, ich stehe unten mit 14,5 beim Feiern. Wie funktioniert das eigentlich? Aber das Bier ist ja isotonisch. Also so ja, das stimmt auch wieder. Ja, und geschwitzt habe ich auch, dann passt es eigentlich. Das hat alles nur was mit dem Darm zum Tor. Der hat sich die Doku auch angeschaut.
Ach so, der hat Scheißekapseln gefressen. Ja, genau. Die teilen sich das alle. Die ganze Band untereinander. Hätte praktisch in der Konzerthalle am Klo ein bisschen sammeln müssen. Cool. Ekelhaft. Na, aber ein geiles Konzert, geile Band, machen Spaß, kann ich nur empfehlen, dass man da mal hinschaut. Cool. Tut es tun. Apropos Schwarzenegger, euch habe ich es letztes Mal schon erzählt, aber wo er leck ist, mein Bub, der sie an seinem Geburtstag voll anrennt an einem Baum am Kinn und fängt dann das Blirten an und blirt auf sein T-Shirt. Und dann habe ich gesagt, Jonas, was hast du denn da? Hast du weh da? Du blirtst da. Sagt der Papa, es ist meine Geburtstagsfeier. Ich habe keine Zeit zum Bluten. So gut. Apropos Schwarzenegger, da habe ich den Arm nehmen müssen. Nicht, weil er blirt oder weil er sich weh hat, sondern weil er so coole Filme zitiert, die er noch gar nicht gesehen hat. Oder du überhaupt Zeit dafür gehabt, dass du den Arm nimmst? Nein, gar nicht. Das war praktisch, was deine Entdeckung geht, oder? Da wollte ich jemand noch voll gestrengt wird. Nein, lass mich aus. Überspielen. Keine Zeit für Umarmungen. Geiler Typ. Was ein richtiges Dreck-Ding-Erlebnis noch wieder für mich war, wo wir wieder richtig umgiften haben müssen. Ich war ja in Minga auf der Film- und Comicbörse. Und war wieder mal cool. War ich schon lange nicht mehr. Ein kleines Nebendreck war auf alle Fälle wieder die geilen Assis, die das erste Mal wieder mal aus der Höbern rausgekommen und dann die Bude da drinnen vollstingend. Das ist halt wirklich so, das ist einfach so ein Klischee. Also das sind die Kandidaten, warum oft einmal dieses Nerdtum so verrufen ist. Und dann stehst du an der Ding da, okay, was ist das? Warum kotze ich jetzt gleich? Ach so, der komische Assi steht neben mir und stinkt einfach wie ein Scheißhaufen. Brutal, was da für widerliche Typen waren. Der geilste war, da gehen wir so in so einer Pornoabteilung vorbei, da wollte ich den Spätzl verarschen und sage, hey, schau, das sind schwulen Pornos, da ist nämlich einer so aufgelegen und dann so ein alter Moni bei mir gleich so, heute das ist meiner und hat ihn gleich wieder genommen und so, ja, Entschuldigung, ich wollte nur einen Spaß machen, geh schon dir, lass mich in Ruhe. War da gleich lästig geworden, der gestummen Teufel. Aber das Hauptdreck, was mir da aufgelegt hat, ist Toiletten, öffentliche Toiletten. Es gibt Pissoirs für uns Männer und schöne, ordentliche Sitzklos. Und dann krieg's Kotzen, wenn ich am Pissoir stehe und dann höre ich, dass irgend so ein Wichser auf dem Sitzklo steht und da reinbrunzt und das ganze Klo im Steh voll sucht, weil genau weiß, wenn ich als nächstes meine Wurstfabrik anschmeiße und da was ausliefern muss, dass ich die Kacke von dem zusammenwischen darf. Was ist denn eigentlich los mit den Leuten? Warum kann ich, wenn's die schaffst, dass du ans Pissoir gehst? Alles klar, ich weiß, wie es mit einem Mikropenis ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man von anderen Leuten außerhält, aber wenn's halt dann schon aufs Sitzklo gehst, dann sitzt dich gefälligst tief, weil keiner mich in einer scheiß Pisse sitzen, du Wichser. Kein Mensch sitzt ja vor öffentlichen Toilette hin, kann ich. Wenn alle das richtig dort sein Willen zu leben verloren. Wenn alle das richtig dort hatten, hätte man das Problem nicht, dass es keiner machen muss. Aber wie jetzt sicher eine Leute, möcht's ja keiner machen, die sind ja drauf schuld. Wenn sie alle an die Regeln der zivilisierten Gesellschaft halten hätten, schwierig, dann kann man das einfach ganz normal leben. Aber nein, ich hab genau gewusst, pfui Teufel, wenn ich da noch rein muss, lieber da jetzt warten, bis du rauskommst und die in das Klo reintauchen. Penner. Regt mich auf. Vielleicht hat er aber einfach einen Korbi seine Spritzwürfe gehabt und du hast gemeint, der bisselt und dabei hat er einen Durchfall gehabt. So, also der Korbi seine Kapseln vorher gegessen und hat ihn durchgerammt danach. Nein, das war wieder so ein Ding, wo man dachte, warum? Ich verstehe das einfach nicht. Es war nicht einmal öffentliche Toiletten, es gibt auch noch zu, es ist Restauranttoiletten gewesen. Wir waren nicht beim Essen. Und da, glaube ich, kann ich gerade nur sagen, auf Restauranttoiletten, die sollten in der Regel so ausschauen, dass ich mich hinsitzen kann. Ja, das schon. Aber nachdem der Kandidat da drin war, weiß ich genau, dass da wieder, ja. Hast du denn da nicht aus Versehen angesagt? Der Typ ist ja in der Sitzkabine drinnen gewesen und ich war an die Stehpissoirs. Ja. Und die hätten aber sogar Schamwände zwischen die Pissoirs gehabt. Weißt du, also man hätte sich da mit Mikropenis hinstellen können, ohne dass man sich schauen muss, weil es der andere nicht sieht. Ich hab kurz überlegt, ob ich warte und fege noch an, aber ich glaube, er hat das gemerkt, dass da nicht mehr draußen ist, weil er hat schon lange kein Geräusch mehr vor sich gegeben, aber ist nicht rausgegangen. Okay. Das war so einer von den geilen Leuten, die sich wirklich so schammern, dass sie auf dem Klo sind, dass sie auch gar nicht erleben dürfen, dass er auf dem Klo ist. Kennst du das? Wenn irgendjemand auf dem Klo ist und dann ist die ganze Zeit Staub. Ja, genau. Wenn du ins Klo reingehst und dann hörst du erst noch irgendwas rascheln und dann ist Totenstille, bis du rausgehst. Ich hab das nämlich dann mal extra gemacht, dass ich mir dann den gewaschen hab. Dann habe ich dir aufgemacht und hab dir zufallen lassen, weil ich schauen wollte, ob der jetzt tot ist. Ja, vielleicht ist er tot, weißt du schon, dann muss ich was sagen. Und dann habe ich dir zufallen lassen und in dem Moment, wo dir zugefallen ist wieder voll die Kasala in seiner Kabine da drinnen gewesen. Ich möchte nicht wissen, wie dem das Herz stehen geblieben ist, als er gemerkt hat, dass ich nur in der Bude drinnen stehe. Aber wenn du einen Mikropenis hast und stehst dann bis weiter und es schaut wirklich jemand, dann kannst du sagen, ich ganz schön kalt heute oder so, oder? Das ist ja, eigentlich schon. Oder du sagst halt einfach Ski, freihändig gerade ausgesucht. Kannst du auch. Ja, mit irgendeinem coolen Spruch kannst du schon wegmachen.
Der darf sich nicht tun. Da machen wir mal eine extra Folge drüber. Über Mikropenisse. Ja, schon. Ja, können wir machen, ein gescheiter Runden wird das. Ja, genau. Ja. Ich und mein Mikropenis. Genau, ich bin der Fachmann, ich kann euch da einiges verzeihen. Wie jetzt quasi, wenn du vor deiner Freundin einen Helikopter-Dick machen möchtest und sie sagt, das schaut aus, als hätte ein Lichthebe nach oben und unten drücken. Danke für nichts, danke für nichts. Kotzt mich an. Corby, hast du noch irgendwas Gescheites auch gehabt den Monat aus Dokus? Ich habe jetzt intensivst im Mai mir The Boys angeschaut. Und zwar mal komplett, weil ich habe es bisher immer nur bis zur Staffel 2, so die ersten 2 Folgen noch irgendwie geschafft. Und dieses Mal habe ich, ja, ganz im Ernst, habe ich mich auch gefragt. Gut. Wenigstens stellst du die richtigen Fragen. So eine verdammt geile Serie. Und ja, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber geredet und auch davor. Aber es ist ja angebracht, weil nächsten Monat kommt die nächste Staffel raus. Ich lese gerade die Comics. Sehr, sehr cool. Wobei ich tatsächlich das Konzept von der Serie viel besser finde. Unterschätzt ihr das so stark? Comics noch nicht gelesen. Total. Also die Charaktere sind alle verwurstelt, aber rein von der Zeitlinie her ist es schon gescheit anders. Also was halt dann in der Serie passiert teilweise in den Comics viel, viel früher. Und ja, bestimmte Sachen sind halt krasser dargestellt. Und die Superhelden-Orgie so in die Comics richtig geil sind. Da bin ich doch, die kommt auch schon relativ früh vor. Und die so in die Comics richtig, richtig widerlich sei. Ja, da behandeln sie halt dann gleich von Anfang an, wie menschenverachtend das eigentlich ist. Mhm. Aber, oder ich bin mir nicht sicher, ob das dann das Hero Gessen ist oder ob die einfach nur so irgendwelche Nutten vögeln. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ist ja ganz interessant, weil da werden natürlich auch ein paar andere Superhelden oder Supermenschen, Subs dann präsentiert. Und Yui, der schaut halt einfach aus wie der Simon Pegg. Also wirklich, das ist der scheiß Simon Pegg. Okay. Deswegen feiere ich das auch voll, dass die halt dann ihn als Vater vom Yui in der Serie gecastet haben. Ach stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Ja. Also von dem her richtig, richtig gut gemacht. Und die Serie ist Bombe. Ich war dann am Ende von der 2. Staffel und dann habe ich Jessie, die eigentlich normalerweise mit ihm was anschaue, das wegbockt ohne Ende. Das heißt Prinzip, oder? Hat es dann irgendwann gemeint, ja, glaubst du, dass mir das auch gefällt? Und ich gesagt, ne, was nicht. Der Typ, der sagt schon sehr oft Fotze. Und sie hat dann neulich, tatsächlich hat sie das dann eigentlich fast schon schneller angeschaut wie ich. Und hat dann neulich auch gesagt, ja, das ist so der einzige, wo sie das richtig eigentlich gut findet, wenn er das sagt, weil irgendwie, wenn der das sagt, dann meint er das aber eigentlich ja nett. Ja, das bringt er ganz zauberhaft drüber immer. Das Beste ist, wie er es ihm einmal erklärt. Warum? Das ist doch was Gutes. Die können viel einstecken und sind dehnbar. Weltklasse. Was ich richtig geil fand, jetzt weiß ich nicht, ob das in der 2. oder 3. Staffel war, da ist das Intro von einer Folge, wo der eine Typ, wo man sagt, wie sich der über Medien radikalisieren hat lassen. Der dann den Ladenbesitzer erschießt. Das ist so krass gut. Und es passt das so krass in die jetzige Zeit, wie sie manche Leute über Bullshit in irgendwelche Richtungen treiben lassen, durch totalen Scheißdreck. Das ist ja, wir haben ja im Talkthrough über Sweet Baby Inc. geredet haben, ist das beste Beispiel dafür. Du liest einfach nur irgendwelche Schlagzeilen, liest einfach nur irgendwelche absurden, alternativen Medien und du bist sofort ein Vollidiot. Und die Serie zeigt dir da so geil, treibt das halt wieder so geil auf die Spitze. Das ist so ein grandioses Intro. Ja. Dafür jetzt mit der anderen Serie, wie heißt die? Gen V. Da haben wir uns jetzt die erste Folge angeschaut, hat mir jetzt nur nicht so angefixt. Das war auch sehr gut. Das ist aber auch nicht so gut wie The Boys. Genau, also an die Klasse finde ich, kommt es auch nicht ohne, aber ist auch gut. Ja. Macht auch Spaß. Bin gespannt, wie sie jetzt weitermachen, weil da ist ja da eine Hauptdarsteller verstorben jetzt von Gen V. Und es hat schon geheißen, also nicht, sie machen kein Recasting, sondern sie werden die Figuren irgendwie auszuschreiben. Bin ich noch gespannt, wie sie das machen. Okay. Aber ja, geiles Universum, dieses The Boys-Universum ist Weltklasse. Damit habe ich mich auf jeden Fall im Mai sehr stark beschäftigt und habe mich, glaube ich, hier nicht mit falschen Dingen ablenken lassen. Na, hast gut gemacht. Super, Corby, super. Klopft auf die Schulter. Klopft auf die Schulter von mir. Guter Mann, Corby. Guter Mann. So, was habt ihr?
No. Ich sag nur eins, aber das macht man bei der Abmoderation, weil dann darf keiner mehr was drauf sagen. Okay. Ja, wir haben bei Katzen nochmal ein schönes Porträt organisiert. Ich hab's jetzt schon verzeiht, die eine Katze ist ja so toll gewesen, hat mir auf die Küche geschissen, in die Spüle gebieselt und auf Kommode aufgekotzt, aber zumindest, wenn ich nicht da bin. Danke, Brudi. Guter Mann, der Oskar. Und die zweite Katze, der 4, der passt anscheinend nicht, wenn ich Sport mache, weil ich hab's jetzt bei Freeletics in der Bude gemacht, lege das Handtuch auf den Boden aus, mach nur meine Aufwärmübungen und sie schaut ein bisschen zu, geht aufs Katzenklo, kackt ein, geht aus, sitzt die auf mein Handtuch auf, hebt die Hinterleif und reibt dann ihr Arschloch über das Handtuch drüber und hinterlässt einen braunen Streifen. Und ich sitze da. Katzen. Ja, alles klar, ich mache anscheinend keinen Sport mehr heute, dann lassen wir es halt, du blöde Sau. Sag halt einfach, Epsi. Das ist richtig geil provokativ gewartet, bis ich von dem Handtuch weggehe, dann da drauf gesessen, Tee und dann so geil. Ich finde, das kauft ja auch so geil aus, wenn es Viecher dann, wenn es Tee und dann reiben sie mit dem Arsch über den Boden. Ja, und dann halt so richtig geil, so ein brauner Streifen hinterher. So, so wow. Katzen sind schon echt eine Bereicherung fürs Leben. 4 hat das gemacht. Ja, genau. Kleine Fettsack-Pikachu. Katzen sind der Wahnsinn. Brutal. Ja, gut, ich habe keinen Bock auf Sport gehabt, das hat schon passt. Passt. Und der Katze jetzt mit Kind. Wahrscheinlich hast du es selber gemacht und dann jetzt stirbst du es auf Katzen. Ja, genau. Wegen fest komm. Ja, genau. Ein paar Sit-Ups gemacht und beim dritten ist mir eine Wurst ausgekommen. Eine Kapsel. Was hat deine Katze gemacht, Mike? Die hat kumpelt. Dann haben sie gesagt, die sind zum Doktor gehen, sag ich, nein, kommt von selber, geht von selber, habe ich gesagt. Ja, und die haben das Kastrieren schon nicht gescheit gemacht, oder? Und was war? Nix. 2 Tage drauf läuft es wieder ganz normal. Jetzt hätte ich schon wieder 200 € für den Doktor gezahlt. Mein Gott. Kann man schon mal 1, 2 Tage humpeln lassen, weil, wie ist es bei dir, wenn du am Fuß so haust? Da gehst du auch Ja, mit eben, das ist ja das. gescheit. Das ist ja das. Und dann kriegst du ein Schmerzmittel, dann belastet es den Fuß wieder, dann dauert es nur länger, und man sagt, nein. Nix. Da bin ich Team Mike. Und vor allem mit seiner schlechten Erfahrung, die er gemacht hat seit der Kastration, da war er ja doppelt vorsichtig. Was jetzt schon bei so einer Facke-Aufzucht, wo es das gescheit machen? Nein. Ich lasse jetzt einmal so. Okay. Ich glaube, das ist ein Gescheiter, ja. War das dein Abschluss, Kani, oder War was? meine letzte Dreckerfahrung aus dem Monat. Wo sind wir denn überhaupt? Mai? Ja, ich habe Genau. auch schon überlegt. Richtig krass. Das halbe Jahr ist schon wieder fast. Brutal. Wahnsinn. Ab einem gewissen Alter geht er zirkt gerade so dahin. Ja, unfassbar. Bis schaust. Geht er, wenn du Kinder hast, das ist alles Wahnsinn. Okay. Das ist wenn du alles. dann mitreden kannst. Ja, meine Katzen sind meine Kinder. Oh. Ich bin jetzt eine verrückte Katzenlady, wie ich schon gesagt habe. Anfang des Jahres hat er nur so richtig schön abwertend in irgendeiner Folge gesagt, ja, es ist wie eine Katze, die ist einfach da. Meine 2 Deppen sind einfach da. Denk mir die ganze Zeit, ich habe extra Katzen gekauft, damit ich eine Beschäftigung habe, damit ich streicheln kann und dann darfst du es nicht angelangen. Ja. Da geh ich her 4. Genau so ist es. Streichelst das, beißt den Arm. Kannst du sofort schon wieder packen am Knack. Scheiße. Ja, der Oskar ist schon so einer, ich nehme ihn halt dann irgendwie so ein Baby, weißt schon, wie so einen Rücken nach unten und er denkt sich halt wahrscheinlich, hey, ich bin 7 Jahre alt, ich bin kein Baby, du Fotze, und dann beißt er mir auch in den Arm, weil ihm die Position nicht so passt. Oh Mann, gut. Dann, Mike, was hast du noch als Grüne in den Abschluss? Aber da sagen wir noch nichts mehr drauf. Ich fand Madame Web gar nicht einmal so schlecht. Leck, der fick dich doch wieder. Ja, der 10.000. Und damit beenden wir den Podcast. Nein, das wird jetzt noch ausdiskutiert, du Mr. Dreckige. Wo war denn der Scheißdreck auch nur irgendwo nie so schlecht? Also ich fand Der String kennt langweilig. Ich fand den Da passiert nix. ich fand den schon unterhaltsam. Wo denn? Mit was? Mit was? Weil die Figuren fand ich nett. Die sind nicht nett, die sind behindert. Ich Die haben gar nichts. Ich hab denen immer gern zugeschaut. Das Leck, Einzige, was ich nicht hasse die. verstanden habe, warum dieser Typ auf einmal da der Spider-Man ist in schwarz, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber so wie der ganze Film die ganze Zeit gesagt worden ist auf der ganzen Welt, dann hat es geheißen, ja, Morbius, der war besser. Denke ich mir, nein, auch nicht. Und Da ich ist muss wenigstens sagen, mal ein gescheites Monster unterwegs gewesen bei Morbius. Dann hat er ein bisschen was gedreht. ja, aber das war ja mal auch irgendwas anderes. Das war nicht nur so Krach, Bumm und hin und her, sondern die Geschichte war auch nicht schlecht mit ihr, was sie alles kann und ich so. schon aus, jetzt ich mag nicht mehr. Und ich habe Bitte auf alle schneid Fälle... ab meinem Wort direkt mit der Katze, schneid's das. Den kannst Scheiß auch will ich noch, nicht hören. aber jetzt sage ich es noch, weil die Leute bei YouTube, die hören sich das an und die sagen dann, jetzt schauen wir das einmal an. Oh, leck, Madame Zwischen Web dieser ist nicht so ganzen schlecht. Bombast-Action, die es da so gibt, fand ich den eigentlich einmal ziemlich geerdet. Und es ist Hör so, mir dass auf, ich sage, du. ich hätte gern noch weitergeschaut mit den Mädels, Hör mir auf, wie du, sich das Himmel. noch entwickelt. Himmel, Hätte ich Vater, gern. schon ober, Himmel, Vater, schon ich ober, weil du es fand nicht ihn glaubst, wenn du nicht selber besser siehst. als wir Thor vom Waititi Ich kann nicht und mehr. wir Black Panther 1 und 2. Ich kann nicht mehr. Fand die Madame Web besser.
Du bist so fehl am Platz beim Filmpodcast, wie es noch kein anderer Mensch jemals vorher war. Bumm! Mike Hardy, du akzeptier halt einfach mal, dass es Like gibt mit unterschiedlichen Auffassungen von Filmen, Geschmäckern. Das kann ich ja bis zu einem gewissen Grad akzeptieren und damit tue ich mich sehr, sehr hart. Aber das, was der Mike jetzt gerade gemacht hat, geht gar nicht. Ich respektiere deine Meinung, aber sie ist falsch, oder? Das ist ja ganz ein neues Niveau an Scheißhausmeinung. Das ist ja, Mike. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du ein Geld dafür gezahlt hast. Ich habe ihn halt so gesehen und dann habe ich mir gedacht, ja. Da ist nicht so schlimm. Ja, und vor allem auch vielleicht auch, weil dieses Bild von dem ultimativen Scheißfilm, das sie da diese letzte halbe Jahr so aufbauen. Ja, ich sage immer, er ist ja nicht gerade der ultimative Scheißfilm, sondern er ist so ultimativ langweilig. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem bei dem Film, weil sie da das war fast ein wenig wie bei Terminator. Sie muss die Mädels beschützen und dann heißt, hey, wenn ihr leben wollt, komm mit mir. Bam, 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 bam. Da rührt sie einfach gar nichts über den Film. Ja, jetzt jeder Film, wo irgendjemand beschützt und mit dem Auto fährt, ist er sofort, also wie Terminator. Die beschützen sich ja vor Autos wie Terminator. Ja. Wo sie dann schon wegen fragwürdig fand, was dann kostet. Ja, die finde ich fragwürdig. Es müsst jetzt da in dem Waldstückel warten und die kommt gleich wieder. Sie fliegt dann auf Venezuela und lässt sich da das alles verzeihen, wie das läuft mit den Spinnen. Und dann kommt sie wieder zurück und dann wundert sie, warum die Mädels nicht mehr da sind. Ja. Aber wie gesagt, es war nicht so scheißig als gedacht. Es ist kein guter Film, aber er ist nicht so scheißig wie Oli Dorn. Das ist tatsächlich. Also scheißer. Ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Warleck. Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber allein das, dass du dich traust, in der Anwesenheit vom Kani das zu sagen, ist für mich ein Warleck. Ich wollte eigentlich, dass das jetzt abgebrochen wird. Ich sag das und dann Servus und habe ich dir bis zum nächsten Mal. Nein, das kannst du vergessen, dass das einfach unkommentiert bleibt. Ich hau da nur so im Mund ein, dass speibst das so wieder. Okay. Was ist denn eigentlich los mit dir? Wieso musst du mal gleich Schläge Ich weiß nicht. Was hast du für Elternhaus? Das wirst du doch, Gewalt ist doch das einzige Mittel, was noch irgendwie hilft auf der Welt. Nein. Keine Liebe kann uns retten, nur. Ja, also. Lego, Alter. Ja. Lego und Liebe, ja. Und kauft zum Putin einmal ein Lego-Set. Fangen wir mal bitte mit einem für Kinder an. Und dann ist wahrscheinlich auch so beim Putin, dann hat er Flashbacks, wie halt bei der Typ bei Ratatouille, wenn er das Ratatouille isst, wenn er an seine Kindheit wieder denkt. Und dann sagt er, ab jetzt ist vorbei. Ich nehme keine Waffen mehr in die Hände, ich baue jetzt mein Lego und möchte nur noch einen Frieden. Jetzt ist richtig gut. Was hat er jetzt da? Ich glaube, jetzt hat er Taliban hat er jetzt von der Sekte jetzt nicht mehr als Terroristen, glaube ich, an, weil sie ja praktisch regieren. Und deswegen sind es keine Terroristen mehr. Okay. Das ist jetzt aber nicht mehr das richtige Format in dem Podcast. Also ja, aber das ist auch Warleck. Ja, schon, aber nichts, was bei uns eigentlich normalerweise reinpasst. Daher vielen Dank, dass ihr heute wieder mal unseren Tag versüßt habt mit tollen Warlecks, Bärlecks. Ich finde es super, dass der Kani praktisch dieses Lobeslied über Monolith verkünden hat lassen. Das freut mich besonders. Und er ist zumindest besser als bei dem Web. Schreibt's in die Kommentare, hau was war. Ab, du Behinderter! Halt dein Maul. Halt doch du dein Maul. Komm ich mal da nicht abschneiden, bevor ich nur den Laptop in zwei bringe. Schreibt's in die Kommentare, was ihr an Warlecks und Bärlecks in diesem Monat gehabt habt. Und bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht im Monolith. Doch, vermutlich. Da kommt man nicht mehr her als uns. Genau. Und die Lilith. Sandra. Servus und Habitäre. Wiederhören. Adieu. Wiederhören. Mike's letzte Folge. Hab mich gefreut.